Himmel, Herrgott, Sakrament, dass gerade mir das passieren muss. Gerade ich muss so ein Pech haben. Gerade als ob's mir in der Weg schon bestimmt gewesen war. Was ist da denn passiert? Was hast du denn für ein Pech gehabt, dass du gar so aus dem Heisel bist? Was hast du denn für ein Pech gehabt, dass du gar so aus dem Heisel bist? Was ist dir denn passiert? Was wird mir schon passiert sein? Nicht mehr und nicht weniger, dass ich als euer Sohn auf die Welt gekommen bin. Was? Na, ist das gar so was Schlimmes, ha? Ja, schlimm genug. Du bist jetzt ganz narrisch. Mir scheint selber, du bist nicht recht gut beieinander drum im Oberstübel. Jetzt regt er sich darüber auf, dass er der Bub vom Furtwängler ist. Geht da was ab? Das ist ja das Kreuz. Dein Geld. Ach. Dein vieles Geld ist schuld dran, wenn mein Lebensglück zerstört ist. Wenn ich bis ins Alter als erlediger Depp rumlaufen muss. Ja, wer sagt denn, dass du das musst? Brauchst du bloß heiraten? Ja. Brauchst du bloß heiraten? Brauchst du bloß heiraten? Das ist leicht gesagt. Als ob zum Heiraten nicht zwei dazugehören. Und wenn's blöd läuft, manchmal sogar ein dritter. Also mit dem saudummer Geschwätz komm ich nicht mehr mit. Da bin ich mir nicht gescheit genug. Ja, ich auch nicht. Mit dem Mannsmann werden wir noch ganz deppert. Entweder du redest jetzt wie ein vernünftiger Mensch oder wir brechen den Diskurs ab. So hat's keinen Zweck nicht. Nein, so hat's keinen Zweck nicht. Jetzt nicht. Und morgen auch nicht. Reden wir lieber von was anderem. Also jetzt möchte ich aber erst recht wissen, was dich so rabiat macht. Bist doch sonst ein Mensch, mit dem man vernünftig reden kann. Sonst, das mag schon sein. Aber jetzt, wo es drauf ankommt, ob ich weiterleben soll oder mir am nächsten Baum aufhängen, da ist das was anderes. Sakra, nee, jetzt wär's mir aber da schon bald dumm. Raus mit der Sprache, ich möchte wissen, was los ist. Herein? Grüß Gott beieinander. Grüß dich Gott. Was willst du denn? Ich hab noch fragen wollen, ob ich der Bayerin beim Waschbügeln wieder helfen soll. Ja, was weiß denn ich? Bin denn ich Bayerin? Naja, ich hab ja nur gemeint gehabt. Da bleibst. Was ist denn, was soll ich denn noch da? Mit anhören sollst, was ich meinem Vater zum Sagen hab. Was interessiert denn das Madel da? Sehr viel interessiert es das Mädel. Weil nämlich sie die See ist, die ich hätte heiraten wollen. Was? Die Buchwieserburgel? Keine andere. Ja, ist das wahr? Ja, gern haben wir uns schon. Und der Hirs hat schon ein paar Mal gesagt, dass er mich heiraten möchte. Na, Geschmack hast du gerade keinen schlechten. Das kann man nicht sagen. Gefällt's dir auch, die Burgel, hä? Ja, die gefällt gar manchem. Na ja, warum denn nicht? Dass der Buchwieser kein Geld hat, da kann er schließlich und endlich nichts dafür. Aber du kannst was dafür, dass du im Umkreis von 10 Stunden der reichste Mo bist. Hast nix anderes du als gerackert und geschuft und Taler zusammengekratzt und zusammengescharrt, bis alle bei mehrer und mehrer geworden sind. Ist das vielleicht ein Unrecht gewesen? Wie man's nimmt. Kreuz Teufel noch einmal. Für wen hab ich den gerackert und gespart, als wir für die, du Lalle, du Dummer. Und für die Schwester. Ich dank das nicht. Wenn man lieber bei der Burm von einem armen Kloreisler als der Sohn vom reichen Furtwängler. Sag einmal, verstehst du das blöde Geschwätz? Mei, eigentlich schon. So Himmel, Herrschaft, Zeiten noch mal. Dann bin ja ich das größte Rümpfig, was rumläuft. Denn ich versteh's nicht. Also gut. Ich war heute Vormittag bei der Burgel ihrem Vater drüben. Ich hab ihn in allen Ehren gefragt, ob er was dagegen hätte, wenn ich sein Mädel heirat. Da hat er mich ganz groß angeschaut und hat gemeint, das war schon recht. Ich darf ihm schon danken als Schwiegersohn. Aber Na was? Aber. Ne? er kann mir die Burgel doch nicht zur Frau geben, weil ich der Sohn vom reichen Furtwängler war. Denn er will nicht haben, dass seine einzige Tochter genauso unglücklich wird, wie er sein ganzes Leben lang gewesen ist. Denn er hat eine Geldige geheiratet, das Geld ist Hiban und der Satan von einem Weib ist ihm geblieben. Es gibt keine glückliche Ehe nicht, wenn der eine arm und der andere reich ist. Das tut kein gut, hat er gesagt. Ein sonderbarer Heiliger, der Buchwieser. Jeder andere Vater ist froh, wenn er seine Tochter unter den Haben kriegt. Nur dazu unter so eine goldene Haben. Gerade er hat was zum Aussetzen dran. Burgel,
Schick deinen Vater mal rüber zu mir. Ich muss mit ihm selber reden. Ich will aus seinem eigenen Mund hören, ob ihm ernst ist mit dem blöden Geschwätz. Das kann ich schon tun. Aber nützen wird's nicht viel, so wie du deinem Vater kennen. Wenn sie dir mal was in den Kopf gesetzt hat, dann bringst du es so geschwind nicht mehr raus. Da kannst du drehen, so viel, wie du magst. Das werden wir noch schon sehen. Oh mei, wer wird das alles noch werden? Wir sind halt zwei unglückliche Menschen, Burgi. Also jetzt seid so gut und fangt alle zwei noch zum Wohnen an, bloß weil ich ein Geld hab. Für die gut. Hier's. Für dich gut, Burgi. Denkt er heute, es hat nicht sein sollen. Wir werden schon drüber wegkommen, wenn es uns deswegen das Herz bricht. Das überlebe ich nicht. Burgi. Herrschaftszeiten bin ich denn in einem Narrenhaus. Nein, das nicht. Aber narrisch kann man werden, wenn man sieht, wie am Glück durch die Finger rutscht, denkst du, dem Lupern geht. Die geht mit. Sollst du jetzt da nicht gleich aus der Haut fahren, hä? Wie es das magst, ist verkehrt. Hast nix, da bist nix. Und hast was, dann kannst du das auch noch übernehmen. Geh, Hansi. Hä? Aktien. Vaters Kreisbladel. Na, da wird wieder was Gescheites drinstehen. Ah, ob was Gescheites drinsteht? Dass deine Wertpapiere seit gestern wieder um 20% gestiegen sind, steht drin. Geh weiter. Ja, freilich. Da, schwarz auf weiß steht's in der Zeitung. Da, Vater. Ja. Schau. Aachener Lebensversicherung, Amberger Ziegeleiwerke, Bodenkreditanleihen. Oh, Sakra, sind da denen aufgeruppelt. Haha. Jetzt wärst du nachher bald den Hochwald am Storbel drüben kaufen können, auf den du schon so lang spitzt. Freilich spitze ich schon lang drauf, gerade weil er zwischen unsere Grundstücke steht. Und ich kann da meinen Sepp heiraten, gell, Vater? So, meinst du? Na ja, freilich, warum denn nicht? Der Sepp bringt ein schöner Batzen Geld mit in die Ehe. Eine schöne Sache hat er auch. Ja, und ich komm ja schließlich auch nicht mit leeren Händen. Na ja, kam schon schön Geld zusammen, wenn's du und der Sepp vom Wimslechner Ball werden das. Aber meinst du, es ist richtig, dass Geld wieder zu Geld kommt? Ja, freilich, warum denn nicht? Ja, aber der Reichtum ist doch eine Erfindung vom Teufel. Und das Geld hat noch niemals ein Glück gebracht. Also, wer sagt denn sowas? Na ja, wer denn schon, als wird der... Wer? Ach, geh, red mal von was anderem. Also, du bist aber ein spaßig, Vater. Sind Kirche gefordert? Auch schon lang. Dann sagst du am Lenz, es reinspannen, wir fahren auf Holzkirchen noch mit so einer Nachtkirchweih. Wirklich, Vater? Freilich, da wird's halt nur lustig. Oh, darf ich auch mit, Vater? Na ja, wenn's recht schön bitzt. Bittchen, Vater. Na, von mir aus. No, sag ja. Wer gleich geschenkt sein? Bis der Lenz eingespannt hat, dabei bin ich lang fertig. Bin gleich wieder da. Wenn's zu der Gaudi geht, da ist mein Dirndl gleich dabei. Da brauchst du nicht lang bitten und nicht lang kommentieren. Ah, da bist ja. Grüß Gott, Furtwängler. Mein Madel hat gesagt, ich soll zu dir umschauen. Ja, richtig. Na, komm da rein. Na also, was gibt's? Na ja, jetzt hockt jetzt erst einmal hin. Und dann horchst zu. Ja, bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Es ist ja wohl bekannt, Buchwieser, dass mein Hirsel dein Burgel gern sieht. Und dein Burgel mein Burm auch. Ah, das kann schon stimmen. Ja, und wenn sie zwei junge Leute gern haben, dann möchten sie schließlich und endlich heiraten. Das ist einmal der Braucher so und wird auch so bleiben. Ja, da geht's also hinaus. Sagen wir schon gleich, na. Wieso sagst jetzt du nein? Ja, weil ich nicht mag. Und wenn ich nicht mag, dann kannst du mich nicht zwingen. Und wenn's 10-mal der reiche Furtwängler bist. Jetzt bleib doch da. Dann hat der Hirsel recht gesagt, dass du die Einwilligung bloß deswegen nicht gibst, weil ich ein Geld hab und du nicht. Ja, ich hätt's nicht besser sagen können. Weißt du, ich habe als armer Teufel ein reichs Dirndl genommen, aber das hat nicht lang gut getan. Ein Unglück nach dem anderen hat mich getroffen. Das Geld ist aber weniger geworden und der Teufel in meinem Weib aber größer. Was ich seitdem durchgemacht habe, na, das möchte ich meinem Madel und dein Burm nicht wünschen. Das muss doch nicht immer so sein wie bei dir. Es geht aber immer so. Geld bringt Unglück. Das ist doch nicht der Ernst. Und warum nicht? Weil er das sonst für einen kompletten Narren halten müsste. Für was du mich hältst.
Das ist mir wurscht. Na, dann ist mir auch wurscht, dass aus meinem Buben und deinem Dirndl ein Paar wird, oder nicht? Ja, das muss da auch wurscht sein. Ja, das ist mir auch wurscht. Na, da passt's ja. Ja, na passt's. Also, was Blödes habe ich doch meiner Lebtag noch nicht gehört. Gibt der Notnickel, der Sauertöpfische, sein Dirndl am Burm nicht, bloß weil wir ein Geld haben? Fast wieder gelauscht. Hä? Was ja laut nur. Na und? Stinkt er dir vielleicht auch, dass wir ein Geld haben? Das Schorsch. Stolz bin ich. Nicht, weil wir reich geworden sind, obwohl wir das sein könnten. Immerhin haben wir uns alles selber erarbeitet. Ja. Stolz bin ich, weil wir uns selber nur so gut sind. Weil wir alle nur... Resal. Du Schorsch, Ja. da kommt der Bimsleiner mit seinem Sepp. Das meine hat was zu bedeuten, ha? Was das zu bedeuten hat, das kann ich mir schon denken. Siehst du, der eine ist gegangen, weil er Geld hat. Und der andere kommt aus dem gleichen Grund. Grüß Gott benannt. Grüß Gott benannt. Zueinander? Grüß Gott auch. Ja, geh. Nehmt ein wenig Platz. Können wir machen. Können wir machen. So. Jetzt die. Jetzt wird's jetzt wissen wollen, wegen was wir kommen. Mein Sepp und ich. Das ist ja so. Mein Sepp und euer Moni haben sich in den Kopf gesetzt, sie möchten ein Paar werden. Was sagst jetzt du dazu? Na ja, mein Segen haben's. Ja, na also. Dann ist ja alles in schönster Ordnung. Wo ist denn die Moni? Die zirkt sich gerade an. Setz die. Aber ich muss ja doch sagen, dass wir Brautleute sind. Ah, jetzt wart noch ein bisschen. Du hast also die Moni wirklich gern. Zum Fressen. Und du darfst das auch heiraten, wenn sie ein armes Dirndl war und nicht die Tochter vom reichen Furtwängler. Hm? Ja, ich schon, ich. Na ja, und wie stehst du dazu? Okay, von sowas redet man doch gar nicht. Mein Sepp heiratet doch nicht das Geld, sondern die Moni. Genau. Außerdem haben wir Geld selber genug. Heile, mein Sepp kann sich sogar leisten, bloß aus Liebe zu heiraten. Ja, das ist ja gut, ne? Also ich gebe dem Sepp 50.000 Mark mit, vorläufig. Später kriegt er sowieso das ganze Sachen. Ne? Wie steht's mit eurer Moni? Ja, die steht nicht viel zurück hinterm Sepp. Gell, Schorsch? Freilich, 8.000 bis 10.000 Mark kriegt's. Ist das ein Witz? Das ist kein Witz. 10.000 Mark ist ein schönes Geld. Und besonders wie bei euch, die nicht drauf anstehen. Ja, schon, aber... Na ja, was der Sepp doch aus Liebe heiratet. Ne? Ja, das tue ich schon, aber deswegen verachte ich doch das Geld nicht. Ich mein, da musst du ein bisschen was drauflegen, ha? Na ja, dann sagen wir halt 20.000. Ne? 30.000? Ja, meinetwegen 30.000. Abgemacht? Moni? Moni, komm geschwind runter. Was ist denn? Wir haben alles glatt gemacht. Du kannst deinen Sepp haben. Was, Jesus, Moni, wir ihn ja auf die Hochzeit frei. Ja, da werden Sie schon noch an die 4 Wochen warten müssen, gell? Was? 4 Wochen? Ah, das ist eine Schinderei. Uns 4 Wochen lang warten lassen, ja geht denn das nicht eher? Ja, wir müssen doch die Aussteiger noch fertig machen. Du kannst uns doch danach auch noch geben, gell, Moni? Ja, freilich. Setz die. Das Notwendigste ist jetzt ein Bett statt. Hab ich nicht recht? Ja, jetzt gehen wir. Jetzt geht's nur zur Mutter um und stellt euch als Brautleut vor. Komm, stellen wir uns als Brautleib vor. Vierte, Furtwängler. Vierte Barin. Für die Furtwängler, für die Bayern. Sehr gut, auch. Und bei den 30.000 bleibt's, gell? Freilich bleibst dabei. Ja, ist gut. Viert euch. Jetzt gib ein, du gehst dazu. Der hat seine Einwilligung bloß gegeben, zwingst am Geld. Ah, was? Hast du doch gehört, dass sein Burs Madel bloß aus Lieb heiratet? Ja, meinst du? Und ich sag dir, wenn ich heute keinen Pfennig Geld mehr hätte, der Verspruch zwischen den zwei gegangen zurück. Geh zu, was du zusammenspintisierst. Was ist denn das? Kriegst du nix? Ja, wir von was anbrennen. Yes. Jesus, na! Moni wird doch nicht das Spiegeleisen! Gottes Willen!
Und ich wett, wenn ich den Bimslechen auf Probe stellt, naja, muss ich schon wissen. Na, der Spezi. Was spinnt das hier, du studierst denn? Der Zwickei! Haben die deine Schaf geärgert? Oder willst du mir wieder einen Chef vorschlagen, bei dem bloß du was verdienst? hä? Wirst du mich wieder hinstellen darfst. Als wie wenn ihr einen alten Spezi bescheißen kann. Ja. Nein. Auf einen Schnaps wollte ich mich einladen und die auch. Oh, da danke, aber fein. Na, hopp die hin. Was hast du spintisiert? Ah, über die damischen Menschen denke nach. Siehst, der eine gibt seinem Burm, meinem Dirndl, weil er Geld hat. Und der andere gibt sein Dirndl meinem Burm nicht. Gerade weil er Geld hat. Das ist nicht verrückt. Also das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ob sie das Spiel dran tat, wo ich kein Geld mehr hätte. Was? Ja, ich meine, dass der Bimslecher mit seinem Sprössling von der Heirat zurücktreten tat und der Buchwisser mit seinem Dirndl einwilligt. Also um das zu erfahren, da brauchst du bloß dein ganzes Geld verspekulieren. Ja, freilich. So neugierig bin ich auch wieder nicht. Du, das war ein teurer Spaß. Ich meine nicht in Wirklichkeit. Ich meine gerade für die anderen. Für die anderen? Ich soll also bloß so tun? Freilich. Das der Blaus Wunder erleben. Du, das ist ja eine famose Idee. Ja, das mache ich. Heute noch bin ich ein ruinierter Mann. Du, da lässt mir vorher noch 10 Merkel. Weil ich bin sozusagen ein fortgesetzt ruinierter Mann. Bei mir ist das schon chronisch. Ja. Von mir aus. Du hast deine 10 Markel. Aber du musst mir helfen. Als erstes bringst ihm die Nachricht von meinem Ruin schonend bei. Auf welche Weise hast du denn dein Geld verloren? Tja, was war denn das besser? Ja, mei. Tja. Ha! Ausgeraubt haben's die. Ach, geh Blödsinn. Dann kommt Polizei und der ganze Schwindel ist aufdeckt. Nein. Da lass mal der Bank vergrachen. Ach, geh, das geht doch auch nicht. Geh, man hört doch jeden Tag, dass ein Banker mit den Depots durchbrennt ist. Ja, das schon, nicht? Aber Sie erfahren es ja doch gleich, dass das nicht wahr ist. Nein. Das Beste ist doch, ich hab mein ganzes Geld durch eine Spekulation verloren. Gratuliere. Ja, du, dann spreche ich dir mein tiefstes Beileid aus. Danke. So, und jetzt gehst du. Ja. Und dass du mir viel schweigst. Natürlich schweige ich. Aber du, wo ich sehr schweigen soll, dann müssen wir das Plätzchen und Zehner drauflegen. Immer schweige gehen. Ja. Da hast du noch einen Zehner. Dankeschön. Aber die Flaschen da, die lass da, gell? Ja. Fast leer wie immer. Ja. Schau schön. Nimm das nicht allzu sehr zu Herzen, dass du so armer Teufel bist. Nein, das vierte. Ja, das vierte, servus. Das ist eine Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Vater! Ja. Vater! Ja. Sag mal, was ist denn? Es ist doch schon ewig lang eingespannt. Eingespannt. Ja, wieso ist denn eingespannt? So eine Frage, du wolltest doch nicht mehr auf Holzkirche auf die Nachtkirche. Ich auf Holzkirche. Zur Nachkirche. Freilich? Da war der gerade in der richtigen Stimmung. Wieso denn auf einmal? Pur, das Unglück verfolgt mich. Du jetzt aber gespaßt daher. Jeder redet halt so, wie er ihm ums Herz ist. Und mir ist halt ganz hundsmiserabel ums Herz. Ja. Warum denn? Frag mich, Bub, dräng mich nicht. Jeder muss es allein ausmachen und ich muss mir die Suppen, die ich mir eingebrockt hab, allein auslöffeln, nicht wahr? Oh.
Kannst jetzt vielleicht ein bisschen deutlicher werden? Aus ist Burgaris. Vernichtet bin ich. Ruiniert bin ich, Bur. Was? Ja, Du bist was? ja. Ja. Was heißt das? Das heißt nicht mehr und nicht weniger, als als ich vor 5 Minuten vom Postboten ein Schreiben aus der Stadt gekriegt habe, wo mir die Bank mitteilt, dass ich mein ganzes Vermögen verloren habe. Dass wir den Kredit gekündigt haben, weil ich falsch spekuliert habe, nicht? Was? Ja. Ja, Bub, die Papier, du, die Saupapier. Nachher sind wir jetzt arm. Ja, arm, arm, sehr arm, sind wir, Bub. Ja, Gott sei Dank, Vater. Ja, dann kann ich jetzt die Burgel heiraten. Jetzt wird der Burgwieser gewiss nichts mehr dagegen haben. Nein, jetzt gewiss nicht mehr. Ich will gleich rüber und will sie ihm sagen. Jetzt wird sich die Burgel freuen. Was ist denn los? Der Vater hat sein ganzes Geld verloren. Heilige Mutter Gottes. Bitte schön, Vater, sag, dass das nicht wahr ist. Ja, Madel, jetzt weht ein anderer Wind. Aus ist mit dem guten Leben, ja. Vater, was wird denn dann aus meinem Sepp, wenn wir nichts mehr haben? Der Sepp, der wird sich nicht viel draus machen. Der heiratet doch aus Lieb. Ne? Ja, das schon, aber das ist ja furchtbar. Ja. Das ist ja ganz schrecklich. Der Sepp, das ist ein guter Mensch, ein braver Mensch, nicht wahr? Der nimmt dir auch, wenn's nichts mitbringst, in die Ehe. So. Ja, gesagt hat er's, aber ich hab Angst, Vater. Jetzt, wo du ruiniert bist. Ja, völlig ruiniert. Ja. Schorsch, was hör ich da? Du bist ruiniert? Hast wieder gelauscht? Nein, gerade jetzt her ist. Mutter, das überlebe ich nicht. Gott, Ich kann nimmer. Das gerade mir, das hat passieren müssen, gerade mir. Hab mein ganzes Lebtag nichts Unrechts da auf der Welt, nicht? Vater im Himmel, dass du mir die Heimsuchung geschickt hast. Gottes Willen. Ja, sag einmal, ja, wie kann denn sowas geschehen? Verspekuliert habe ich mich, nicht? Und alles ist hin? Alles. Oh mein Gott, mein Gott. Ja, dann sind wir bettelarm. Bettlarm. Mutter, das überlebe ich nicht. Ja, Na, Aber Vater, wir haben doch gerade vorhin im Kreisblatt gelesen, dass deine Wertpapiere in die Höhe gegangen sind. so, haben wir das Ja, gelesen? freilich, die Bodenkredit oder wie das Papier heißt. Du weißt schon, was ich mein. Die sind noch ganz sakrisch aufgegangen. Ach so, ja. Ja, das ist schon richtig, das stimmt schon, nicht? Aber von den anderen Papieren, nicht, die wo über die Nacht so sakrisch runtergesaust sind, dass sie sich überhaupt nicht mehr der Fanger kennen, nicht? Ja, von denen weißt du nicht. hast denn du solche Papiere auch? Ah, leider. So viel, dass ich die Stuben damit austapezieren konnte. Mehr sind sie nicht mehr wert, nicht? Naja, wenn ich die Bodenkreditanleihen noch gehabt hätte, dann wäre es ja nicht so schlimm geworden, nicht? Aber von denen habe ich ja bloß nur 2 Stück. Das ist so ein Unglück. Aber Vater, Ja. der Hof, das Anwesen, das ist doch nicht kaputt. Das gehört doch noch allerweit dir. Kein Sturm mehr gehört mir, alles verpfändet. Ja, wie gibt's denn das? Ja, weil ich Geld braucht hab zum Spekulieren, nicht? Mit meinem Bargeld hätte ich ja keine großen Sprünge machen können, nicht? Aber also ein paar Tausend, da sind ja auf der Börse mit der Spekuliererei fort, bis die umdrehst, nicht? Ja, und da ist mir halt nichts mehr anderes übrig geblieben, dass ich Geld aufs Anwesen aufgenommen habe. Nicht? Und das war dann auch gleich hin. Nicht? Jetzt gibt's für mich nur noch einen Ausweg. Welchen? Ein Mühlbach oder ein Strick oder ein scharf geschliffener Revolver. Vater, bloß jetzt einen Mord nicht verlieren. Jetzt heißt einfach einen Kopf umhalten Ja. und wieder ganz von vorne anfangen. Ja. Mit Gottes Hilfe werden schon wieder gerecht werden. Ach, Resal, du bist ja so eine gute Frau. Ich danke dir schön. Du auch, ja. Ja. Grüß Gott. Ja, Furtwängler, was habe ich da hören müssen? Ja. Mit deinem vielen Geld ist Essig? Ich hab mein ganz Geld verloren. Ja,
Ja, noch sind wir uns schon einig. Burgi, der Hirs gehört dir. Der Vater hätte uns keinen größeren Gefallen da können, als sein Geld zu verspekulieren. Ich danke schön für den Gefallen. Aber es ist doch schade um das schöne Geld. Das finde ich auch. Ah, was? Das Geld ist nie schade. Das Geld hat erst Unglückselend und ein Jammer in die Welt gebracht. Ach was? Aber bloß für diejenigen, die es nicht richtig angewendet haben. Für alle anderen war es zum Singen. Also ich hab's immer richtig angewendet. Das kann mir der Wirt vom Land drüben eigenhändig bestätigen. Ja, das schon. Buch wissen wir zwar sind also im Reinen, ja. Ja, Furtwängler, weil jetzt stehen wir auf gleich. Ja. So ein Glück, ich hätte mir nie gedacht, dass das so schnell gehen kann. Ja, seid ihr denn hirnvernagelt? Mir tut nur dein Vater leid. Okay, warum hat er denn so saudum spekuliert? Ja, jetzt ist schon mal geschehen. Da kann man nichts machen. Ja. Komm, Burgel, wir müssen mal wieder heim. Für Gott beieinander. Vierte, hier ist. Vierte gut, Madel. Morgen komme ich rüber zu dir. Ich muss jetzt wohl oder übel ans Kochen denken. Ja, was willst du denn kochen? Für Bettelleute ist nur Schmalhanskoch. Aber vielleicht schaust du nach, ob du nicht vielleicht noch ein paar Topfenkasserl findest, nicht wahr? Mehr Leute sind ja jetzt nimmer, nicht? Ich schau, was ich noch finde. Na, jetzt ist sowas. Also mit den Topferkasen hab's für ich gar nicht so, das muss ich schon sagen. Jetzt wirst du heute mal Arbeit umschauen müssen, nicht? Ich? Ja. Ja, warum denn das? Ja, was willst du denn auf dem Hof? Der nicht mehr mir gehört. Arbeiten halt. Ob ich da oder woanders für fremde Leute, aber das bleibt sich doch gleich. Ich weiß nicht, ob dieser gut wird. Da setzt dich leicht im Gespött von den Ehehalten aus. Ich hörst schon, wir sind hinter deinem Buckel duscheln. Der reiche Bauernsohn von einer dazumal. Jetzt ist er auch nicht mehr als wir unser eins. Jetzt weißt du auch, schuften und rackern für einen jeden windigen Groschen. Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, der Zwicker hat recht, so wird's kommen, nicht? Naja, dann wirst du halt woanders um eine Arbeit umschauen müssen. Die paar Pfennig, wo ich dir noch geben kann, nicht? Na ja, wenn's du meinst, nachher versuche ich halt mein Glück. Ja, Irgendwo werde ich schon Arbeit finden. Ich habe ja 2 gesunde Arme, die kann man überall brauchen. ja. Jawohl, das ist brav und christlich denkt, ne? Und vernünftig ist auch. Was hab ich her müssen? Du kommst auf Gant? Ja. Bis alles zahlt ist, wird so viel wie nichts mehr übrig bleiben. Ja, aber was soll denn dann aus den zwei da werden? Was wohl? Ne? Heiraten werden's, was denn sonst? Freilich, bei uns hat sich nichts geändert, gell, Moni? Nein, nicht das Geringste. Na, so haben wir nicht gewickt, gell? 30.000 Mark sind ausgemacht. Ja, woher soll ich die 30.000 Mark nehmen? Und die zwei stecken ja gar nicht aufs Geld an, nicht? Die heiraten sich doch aus Lieb, nicht? Ja, das ist recht und gut, aber auch die Liebe hat ihre Grenzen, ne? Ja. Also, geh weiter. Komm, geh mal. Geht schon. Jetzt geht's schon. Ja, aber da Geht schon. Ja, das liebe Geld, es reißt den Menschen die Seele von innen nach außen. Da siehst du das, ne? Was sagst du? Da lernst du das Kinder, den guten Freund. der Teufel soll es holen, die guten Freund. Und das liebe Geld. Möchtest du einen Schnaps? Ja, ich weiß. Na, komm mit. Ja, wenn's viel Freund hast, dann musst du viel Geld haben, weil hast du mal. Kein sind's da hin, deine Freund.
alles sagen tut, du bleibst allein. Was brauche ich viel Freund, wenn ich einen hab, der wirklich zu mir hält? Das ist ein Freund, dem ich alles sag, mit dem wär ich alt. So richtig gemütlich schaut's bei uns aus. Unsere schönen Möbeln haben sie uns ja alle weggenommen. Also ich hab das bis heute nicht begriffen, wie das alles so schnell hat kommen können. Vor ein paar Wochen noch die Reichsten auf Stunden in Umkreis und heute nicht mehr als wer Bettelleid. Wie tust du gerade du leid, Moni? Schau, der Hirs und die Burgel, die haben sie nicht irre machen lassen. Die haben frisch drauf losgeheiratet. Siehst du das, Mama? So was heißt man wirklich aus Lieb heiraten. Ja, aber der Sepp hat die doch auch gern gehabt. Ja, am Sepp ist nicht gelegen. Sein Vater ist der Ruch. Aber freilich, wenn der Sepp ein gescheites Mannsbild war, dann war's auch anders. Aber so, er traut sich nichts gegen seinen Vater sagen. Naja. Der Herrgott wird schon einmal wieder einsehen haben mit uns. Der Vater. Grüß dich Gott, Vater. Ist jetzt endlich zurück aus der Stadt? Ja, was hätte ich denn drin noch da sollen, nicht? Auf der Bank haben sie mir meine Aufstellung gegeben. Nicht bloß, dass ich mein ganzes Geld verloren hab. Ich muss auch noch eine schwere Differenz draufzahlen. Der Hof gehört nicht mehr mir. Möbel haben sie eh schon geholt. Nichts wird mehr übrig bleiben. Das ist ja schrecklich. Das kommt bloß von der Blutspekuliererei. Für sowas bist du nicht gescheit, nur Schorsch. Für sowas muss man mit alle Wasser gewaschen sein. Ja, das sehe ich jetzt selber so ein. Leider ein wenig spät. Ja, jetzt ist schon, wie es ist. Ich schau jetzt noch um Essen. Und ich geh in den Stall. Ja, was gibt's denn heute zu essen, hä? Was wird's denn schon geben? Kartoffeln halt, wie alle Tag. Kartoffeln, nix wie Kartoffeln. Warum denn nur grad? Wir haben nur Viecher draußen im Stall und Hähner fahren nur rum am Hof. Ja, wusste du vielleicht am fremden Hab und Gut vergreifen? Wie oft soll ich euch denn noch sagen, dass kein Sauborsten und kein Hähnerfeder mehr uns gehört auf dem Hof? Seid froh, dass ihr noch ein Dach über dem Kopf habt. Wer weiß, wie lange das noch dauert. Geht's lieber an den Gearbeitet? Da kann man sein Freund schon verlieren. Und alles bloß wegen deiner saudammischen Spekuliererei. Ja, da hast du schon recht, Moni. Ja. Kartoffeln, ja. Da ist mir ein schöner Schweinsbraten schon lieber. Ja, und wie der Duft. Der Duft. Der Schweinsbraten. Und dazu eine gereicherte Blutwurst. Und ein Drum Käse. So, das ist Wurst und der Käse. Dann lasse ich die schönsten Kartoffeln hinten. So, jetzt werden wir mal schauen, wie das schmeckt. Oh, halt. Das Geld muss ich erst aufgeben. Das ist die Hauptsache. So. 2000 Mackel. Kundensgeld, weil die Laura-Aktie um 15% aufgegangen ist. Nein, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, was ist jetzt das? Da haben sie mir in der Bank einmal 100 dazugegeben. Auch recht. Na, wenn ich wieder reinkomme, dann bringe ich den 100er zurück. Das Unglück wird nicht das Größte sein. So, aber jetzt. Brotzeit. Ja, Kartoffeln, ja. Kartoffeln, ja. So, jetzt. Oh. Herein, wenn es sein muss.
Grüß Gott, tritt ein, bring Glück herein. Ja, was wärst du schon für ein Glückbringer? Weiß was? Ja. Ja, was? Ja, wie schaut's denn da aus? Schön, gell? Maybe habe ich in der Stadt eingestellt. Damit die Armut bei uns mehr in Erscheinung tritt. Nicht? Hup bist schon. Du, das schaut ja richtig armselig aus. Direkt zum Tabarmer. Ja. Du, und deine Leute? Die fangen schon an, mürd zu werden. Ich freue mich bloß auf den Moment, wenn sie alle kommen und sagen, yes, dass wenn wir bloß wieder ein Geld hätten. Ohne Geld ist nichts im Leben. Das meine ich, kann immer lang dauern. Naja, ganz wach sind sie noch nicht, aber das stimmt schon. Jetzt werden sie am eigenen Leib spüren, wie es ist, ohne Geld auf der Welt. Ich weiß das schon lang. Du, Schaschi, sag einmal, kannst du mir nicht einen Fünferpunkt... Wow! Bin du selber bettelarm, nicht? Ich wollte jetzt gerade die anpumpen. Also, Schaschi, gell? Ne? Also, ganz so echt brauchst du deine Rolle als ruinierter Mann von mir auch nicht spielen, weil deine Armut war meine Idee. Unsere Idee. Da, hast deine 5 Mackel. Dankeschön. Du Zwicker, im Kasten drin rechts ist eine Flasche und ein Glas. Geh, bring mal's her. Ja, freilich. Sapperlot! Für einen ruinierten Mann lebst du aber nicht schlecht. Das glaubst du, gell? Was denn, gell? Ja, freilich. Jetzt, wenn der sieht, dass ich da so ist. Nein. Kaltes Blut. Ach so, du? Ja. Ja, grüß Gott, miteinander. Ja, Bubi ist ein grüß Gott. Ich komm wohl nicht klein. Bist grad beim Essen. Ich? Na, ich nicht. Der Zwicknagel, ja, wie kann man denn nicht so was leisten, nicht? Ach so, das ist ein Zwicknagel, sei so. Ja, hast denn du eine Erbschaft gemacht? Nein, gerade ein kleines Geschäft habe ich gemacht. So. Solche Schmankeln möchte ich auch mal haben. Das kannst alles ums Geld kriegen. Nicht, aber du bist ja bis jetzt auf dem Standpunkt gestanden, dass man ohne Geld glücklich und zufrieden sein kann. Ne? Ja, das sag ich ja heute noch. Wenn er dir jetzt 1000 Mark schenken hat, du darfst das ja nicht einmal annehmen. Ja, nehmen wir das schon. Ja. Aber ob ich deswegen glücklicher und zufriedener war als wir jetzt, wo ich die 1000 Mark nicht hab, das glaube ich nicht. Saudummes Geschwätz, sauf mir nicht meinen ganzen Wein weg. Aber ich muss ja. Vater, Ja? komm zum Essen. Kartoffeln sind fertig. Ja, du, ich hab jetzt gar keine Zeit. Ich muss geschwind zum Bürgermeister um mich, nicht? Geh, musst doch was essen. Später. Was ist mit euch zwei? Ein paar Kartoffeln könnt ihr auch haben, wenn ihr mithalten wollt. Also, Erdäpfel. Ja. Also, ehrlich gesagt, ich hab eigentlich gar keinen Hunger mehr. Komm! Vierte. Wo ist der Zeug? Ja, also, Bin schon da. für mich, wenn du ein paar Kartoffeln hättest. Ja, wenn du zufrieden bist damit, Buchwieser, geh mit in den Kiel. Ja, weißt schon, gell? Ich mein, solange mein Burgel noch daheim war, da ist alles noch gegangen. Also wir haben alle noch so viel gehabt, wie wir braucht haben. Ah, das glaube ich schon. Weil Burgel für gleich gewaschen hat und weil sich der Post drin bedient hat. Von was hätte sie nicht sonst gelebt? Da, sitzt du her. Du hast doch gemeint, das Geld von deiner Frau gelangt ewig. Also, sei mir nicht best, Buchwieser, aber zum Arbeiten hast du erst angefangen, wenn deine Frau schon gestorben war. Naja, also. Da, setz dich her und lass dir schmecken. Bin gleich wieder da. Vergeht's gut. Muss wieder so ein Kandidat sein. So.
Jetzt wär ich einmal den Sonntagsrock von meinem Schorsch inspizieren. Wer weiß, was da alles zum Vorschein kommt. Ab jetzt spiel ich auch mit. Ich hab das Fräulein Helene baden sehen, das war schön. Da kommen wir Wadel ziehen, rund und schön im Wasser. Oh. Und wenn sie ungeschickt tief sich bückt, so sieht man bei einer Frau ganz genau. Oh. Ich hab das Fräulein Helene Ja, da schau her, Herr Strachelbär. Moni! Monal! Da kommen wir Wadeln sehen, rund und schön im Wasser stehen. Oh. Und wenn sie ungeschickt sieht man bei einer Frau ganz genau. Was ist denn da los? Ich will los. Das heißt, ich hab mich gerade von meinem Vater ein bisschen losgeist. Und? Ja, ich bring dir eine Neuigkeit. Hast deinem Vater widersprochen? Jetzt sei halt nicht so. Mein Vater hat gesagt, aus Liebe darf ich jede heiraten. Aber haben muss was. Das ist nix Neues. Ja, er hat gesagt, wenn sie bloß ein paar tausend Mark hätten, dann wäre er schon zufrieden. Aber gar nix. Wenn's jetzt du zum Beispiel, sagen wir mal, 4000 Mark hättest. Ja, verstehst? Dann kann der nix mehr dagegen haben. Und woher soll ich 4000 Mark nehmen? Ja, das ist ja. Hast du ihm nicht gesagt, dass er sein Wort halten muss? Alles hab ich gemacht. Sogar an Herrn Pfarrer hab ich ihm heute auf den Hals gehetzt, dass er ihm einheizt. Und? Ich weiß noch nichts, weil wie ich zu dir gegangen bin, war der Pfarrer noch bei ihm. Oh mei, der Pfarrer. Monal, und ich lass nicht von dir. Geht's, wie es mag. Sepp! Was tust denn du schon wieder da herum? Du hast ja gar nichts zum Sagen. Oha, der Griershofbauer. Der Sepp und ich, wir sind versprochen, daran kannst du auch nichts ändern. Lass mich allein, Sepp. Ich hab mit dem Mädel was zum Reden. Das darf ich wohl auch wissen. Ich sag dir bloß, du sollst gehen. Geh nur, Sepp. Ich hab auch mit deinem Vater zu reden. Gut, ich geh, aber bloß weil sie mich bitt hat. Mach die Tür von außen zu! Jetzt bin ich aber neugierig, was du mit mir zum Reden hättest. Das wirst gleich hören. Bisher haben die Griershofbauern immer gehalten, was versprochen haben. Ihr Wort war einer heilig. Jawohl, das stimmt. Bloß du machst eine Ausnahme. Pass auf, was du sagst. Hast du dein Wort gehalten und dein Versprechen eingelöst, dass der Sepp und ich heiraten können? Es waren andere Umstände. 30.000 Mark Heiratsgut war ausgemacht. Hast du nicht immer gesagt, wir sollen bloß aus Lieb heiraten? Das Geld war nicht wichtig. Man sagt viel, wenn der Tag lang ist. Siehst du das, Bimslechner? Jetzt habe ich die genau da, wo ich die haben wollte. Du hast ein falsches Spiel gespielt. Du, überleg dir, was du sagst. Das habe ich mir überlegt. Beweis das Gegenteil und setz die Hochzeit vom Sepp und von mir an. Ich werde mich hüten, ein Fräulein habe nichts in mein Haus aufzunehmen. Gut, dann soll ich ganz klar erfahren, dass man auf das Wort vom jetzigen Griershofbauer nichts mehr geben Ja, kann. ich glaub, Dass du man- und der Pfarrer steckt unter einer Dicken, hä? Das ist nicht notwendig. Auch jeder denkt so wie ich. Jawohl. Du hast mich vor der ganzen Gmor blamiert. Da wird das Gericht wohl auch noch ein Wörtel mitzureden haben. Jetzt pass auf, lass mal ein vernünftiges Wort mit dir reden, setz dich her. Ich geb dir 1000 Mark, wenn du die Geschichte ruhen lässt. 1000 Mark, dass ich nicht lach. Naja, vielleicht ist da eher nicht mehrer wert. Meine ist nicht so billig. Also gut, mein letztes Wort, 2000 Mark. 4000, nicht mehr und nicht weniger. Vierte gut? Vierte gut, Griershofbauer. Überleg das. 2000 Mark sind für die und deine Eltern ein schöner Batzen Geld. Das ist schon überlegt. 4000 oder gar nicht.
Das ist Erpressung. Meinst? Ich will dein Geld doch gar nicht. Mir ist doch viel lieber, als Gericht nimmt Sache in die Hand. Dann springt sicher mehrer für mich raus. Und du gibst mir das schriftlich, dass du freiwillig verzichtst? Das kannst du haben. Das ist gut. 4.000 Mark. Das schöne Geld. Na, gut, gut. Jetzt schreib, Ja, dass du keinerlei Ansprüche mehr an mich und meinen Sepp hast. von mir aus. 1.000, 2.000, 3.000. Da sind noch einer dabei. 3.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind 4.000 Mark. Da? Aber noch einmal, wenn du dich mit meinem Sepp erwischst, dann kannst du für was erleben, gell? Ist schon recht. Naja. 4.000 Mark. Grüß auf, Bauer. Wir zwei sind noch lange nicht fertig. Hä? Fertig gut. Jetzt kommt nämlich erst Hauptsache. Jetzt hab ich 4.000 Mark. Ich glaube, dass uns die Mutter auch nicht helfen kann. Was wir nachher machen sollen, weiß ich auch nicht. Kommt, wenn nicht Geld da haben und du keine Arbeit. Hey, ist da wer? Da ist auch keiner. Na, warten wir lieber draußen. Ja, man setzt die heute halt einmal hin. Wenn ich bloß dran denke, besteht, dass ich es früher gehabt hab. Ich hab mir's auch anders vorgestellt. Ein Hundsleben ist das. Ja, schön ist nicht. Dein Vater kann mir gestehen bleiben. Das Geld macht nicht glücklich. Keiner macht erst recht nicht glücklich. So ein Depp. Du meinen Vater nicht beleidigen. Er hat's gut gemeint. Auch wenn's wahr ist. Hätte ich bloß auf meinen Vater gehört. Und mich nicht geheiratet, gell? Ich hab die um kein bisschen weniger gern als wir zuerst. Hm? Gestern war ich im Holzschlag draus. Nichts zu machen. Vor 14 Tagen gibt's keine Arbeit nicht. Aber so lang war der Gerichtsvollzieher doch nicht. Tja, Dein Vater. nix ummerken lassen. Der braucht nicht wissen, wie schlecht es uns geht. Müssen wir bloß anhören, dass er recht gehabt hat. Ja, da, schau her. Ihr seid da? Ja. Das ist nett, dass ihr mal vorbeischaut. Ja, wir sind bloß ein wenig in den Horgarten gekommen. Oh, na ja, dann kommt nur rein. Ja. Oder? Was, sowas? Komm da. Du rauchst aber eine gute Zigarre. Gut? Oh, du schön war's. Ein 5 Pfennig Kraut ist. Nein, da kenne ich mich aus. Die riecht wie ein Import. Was du jetzt sagst? Na ja, na, da weiß ich auch nicht, du. Na, geschenkt gekriegt hab ich's nicht. Na, setzt euch halt her. Na, wie geht's euch aber so, hä? Ich danke der Nachfrage. Recht gut. So, recht gut. Ja, ich und die Burgel, wir sind recht glücklich. Wenn man sie noch gern hat, nachher ist schon gut. Liebe ist das Wichtigste. Ja. Mir macht's nichts weiß. Es Dickschädel ist. Lieber schnürt's am Bauch gut enger, bevor es zugibt, dass Geld im Leben doch so wichtig ist, wird Luft zum Schnaufen. Man kann auf viel verzichten. Was am früher, wo man noch ein Geld gehabt hat, unentbehrlich vorgekommen ist und man ist trotzdem zufrieden und glücklich. Ich kann's nimmer hören.
Ich habe mal ein Buch über einen gelesen, der bloß in einem Fassel gelebt hat und trotzdem der glücklichste Mensch war auf der Welt. Na ja, wenn du lieber in einem Fassel lebst, als wie in einem schönen Haus, auch recht, wenn du so rümpfig bist. Geh, Vater, reg dich nicht auf. Ich bin nicht dein Vater, das war mir noch nur. Aber ich fehlt ja am gesunden Menschenverstand. Jetzt setz dich halt einmal hin und bleib hocken. Siehst du das, wenn du jetzt gekommen warst und hast gesagt, Vater, wir sehen uns nicht mehr aus, ich sieh's ein, das Leben ist nix ohne Geld auf der Welt. Na, hätte er da gesagt, dann hätte ich dir gesagt... Was hättest du dann gesagt? Ja, dann hätte ich dir gesagt, dann hätte ich dir einfach gesagt, dass, ja... Grüß dich Gott, hier. Grüß dich, Mutter. Grüß dich. Das ist schön, dass ihr mal vorbeischaut. Schon lange wollte ich zu euch rüber euch ein paar Ohren bringen. Eier? Ja, zu was denn Eier? Denen zwar geht's doch so gut. Die sind so zufrieden und glücklich miteinander. Grüß Gott. Grüß dich, Zwickei. Was redst denn da wieder zusammen? Den zwei wird's auch nicht besser gehen als wir uns. Der Schorsch, Ja. der Sonntagsrock, der schaut ja sauber aus. Auf und auf voller Flecken. Wie gibt's denn das? Ja, was weißt denn ich? Und was ist mit dem Zettel, den ich in deiner Tasche drin gefunden hab? Ja, was denn für ein Zettel? Den vom Goldner Lamm. Eine geschnittene Nudelsuppe, 20 Pfennig. Ein gefüllter Brustbrot mit Kartoffeln und Selleriesalat, am Max 70. Ein Stückel Torten, 50 Pfennig, 6 halbe Bier und 2 Brot. Guten Appetit. Also, wie ist jetzt das? Ja, wie ist jetzt das? Das ist. Was? Wie ist jetzt das? Ja. 6,30 Mark hat das Essen gekostet. Was bedeutet denn das? Hast du etwa... Okay. Ihr werdet doch nicht glauben, dass ich bei meinen lausigen Vermögensverhältnissen nicht... Ja, halt sie mich vielleicht für einen Sechbrüller. Hm? Für was ich die halt sage, ich da lieber nicht. Ja. Der Zettel war in deiner Tasche. Ja, ich weiß gar nicht, wie der Zettel in meine Taschen reingekommen ist. Also wie kommt denn der Zettel in deine Taschen rein? Hä? Ja, ich kann mich nicht besinnen. Ja, also, dass du das nicht mehr weißt? Na? Ne? Joshi, Na, gell? weiß ich nicht Weißt du das nicht mehr? Ja, weiß ich dass nicht der mehr. gestern der Pfullinger Hans erzählt hat, dass er in der Stadt drinnen war, und dass er eine Sau verkauft hat, hä? Und dass er danach dann im Lamm drinnen gegessen hat. Jetzt erinnere ich mich Und wieder. dann hat er dir zum Beweis die Zettel gezeigt und du hast die Vergehen eingesteckt. Ja, so war's. Ganz genau so war's. So, der Pfullinger. Ja. Der liegt aber schon seit 8 Tagen krank im Bett. Was? Ach, so ein armer Teufel. Also, so ein armer Teufel, nicht? Also, herein. Guten Tag. Brandner. Ach, der Herr Kassierer von der Bauernbank. Ja, das ist ja schön, dass Sie mal zu mir rausgehen. Herr Furtwängler, bitte um Vergebung. Sie haben doch heute bei uns die 2000 Mark. Bitte um Vergebung. Ja, bitte um Vergebung. Dabei muss ich Ihnen einen 100er zu viel gegeben haben. Ja, das stimmt ja nicht. Ich hätte ja nicht den 100er auch wieder zurücktragen wollen. Ja, bitte um Vergebung, aber davon bin ich überzeugt. Ja, bei einem freilich. so solventen Kunden. Ja, ist schon richtig. Warten Sie einen Moment, ich bringe Ihnen den 100er wieder her. Halt, ist aber nichts mehr mit. Nur weil ich gerade des Weges kam. Ja, so, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also da haben Sie den 100er. Ja, bitte um Vergebung, vielen Dank. Ja, wollen Sie jetzt vielleicht schon wieder gehen? Ja, ne? bitte um Vergebung. Ah, schade. Das Auto wartet das beim Auto. Wirt. Ja. Ich muss. Ja, hinten rechts, Herr Furtwängler, auf Wiederschauen. Ja, schon gut. Die Herrschaften, Ja, küsst die Hände. Habe die Ehre. Ja. Das ist ja schon gut. Also, was der noch als beieinander hat, gell? Siehst du das jetzt? Ja, Vater, so viel Ja. Geld. Da Vielleicht sollst du uns einmal was erklären. Hä, was? Was bedeutet denn das? Ja, aber was bedeutet denn das? Ja, mei, das ist bedeutend, nicht wahr? Ja, ich meine, das bedeutet...
Gewalt, das Geld gehört ja gar nicht mir. Nicht dir? Nein. Ja, wem denn nachher? Ja, wegen dem Nachhalt. Ja, dem Nachhalt, nicht? Das Geld gehört. Und das gehört. Ja, das Geld gehört ja dem Dings, dem. Mein Gott. Das gehört ja mir. Was? Ja. Wer ist der so lang schon? Dir. Ja, das gehört ihm. Geh, das glaubt er doch mehr. 2000 Mark. Schorschi. Ja, so wie er sagt, stimmt. Ja, das ist. Und wie kamst nachher du auf einmal zu so einem Haufen Geld? Ja. Ja, mei. Ja, mei, ja. Also, wie kommt man denn zu so viel Geld? Ich meine, no, Herrschaftszeiten. Wie kommt denn zu so viel Geld? Zum Kamin Lass wird's das nicht doch nicht. runtergekommen sein. In der Lotterie. Also, ihr seid schon so eine seitendamische Gesellschaft, ne? Ich meine, wie kommt denn unser was zu 2000 Mark? Ja. In der Klassenlotterie habe ich gewonnen, was denn sonst? Ja, und da, der Fortlinger, der hat was von der Bank abgeholt. Ja, so ist, wie er sagt, so ist es. Schorschi? Du kannst mir's eigentlich gleich wieder geben. Nein, was, pass auf, ja. Ich heb da das ja gern auf, das Geld. Das brauchst du nicht mehr. Ja, ich heb das gern auf. Du kannst mir schon geben, Ja. du das Geld wieder her. Ach so, damit decke ich nämlich jetzt mein Dacheln rein, das braucht schon lang. In was für einer Klasse hast jetzt du den Treffer gemacht? In was für einer Klasse habe ich den Treffer gemacht? In der ersten. Blödsinn. In der Klasse natürlich, die so die letzten Tage gezogen worden ist, ne? Da. Ja. Schau. Ja. Ich lade dich. Ja. Auf ein Maß Bier. Ah, das nehme ich gern. Ja, das ist gut. Du, Ja, weißt du, was du gut besucht hast? ja Ja, frei. für dich. Ich glaub, wir brauchen jetzt alle einen guten Kaffee. Mutter, warte mal. Das, was die zwei uns da auftischt haben, das ist alles ein Schwindel. Geh, wie kommst du denn jetzt da drauf? Glaubst du wirklich? Wie wäre ich jetzt da wohl drauf gekommen? Grüß euch alle miteinander. Monal, ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Du selbst stell dir vor, der Zwicknagel hat 2000 Mark in der Klassenlotterie gewonnen. Was hat der? Wann hat denn der die gewonnen? Naja, jetzt in der Erziehung. Geh, jetzt ist ja gar keine gewesen. Ich spiel doch selber auch. Die letzte Ziehung war vor einem Monat und die nächste ist erst wieder in 14 Tagen. Also, hab ich jetzt recht oder nicht? Und das Geld von der Bank, das gehört am Vater. Und er und nicht der Pfullinger, der seit 8 Tagen krank im Bett liegt, hat im Lamm so nobig gespeist. Der raucht die feinsten Zigarren und uns möchte er weismachen, dass er's still gekriegt hat. Ja, du meinst doch nicht etwa... Nix anderes, meine ich. Unser Vater hat sein Geld gar nicht verloren. Ja, aber warum soll der denn so einen unchristlichen Schwindel machen? Um euch am eigenen Leib spüren zu lassen, dass ohne Geld nichts ist auf der Welt. Und uns lasst er seit 2 Monaten nichts mehr Kartoffeln fressen, ich kann spannen. Ihr habt es doch nicht anders haben wollen. Wie oft hast du deinem Vater vorgeworfen, dass er so viel Geld hat? Das leugnet ich nicht, das war der Burgel. Aber nach der Hochzeit hätte er mit seiner Komödie aufhören können. Aber nein, wir haben die Hungerkur bis Jetzt zuletzt. sei Staat jetzt auch. Der Vater hat's gewiss was gut gemacht mit euch und wollte euch nur sagen, dass ihr das Geld wieder besser schätzen lernt. So, jetzt geht's wieder aus in die Küche, trinken wir einen Kaffee. Das ist der Buchwieser. Ja, Vater, was machst du denn da? Buchwieser, grüß dich. Auf die haben wir ja ganz vergessen und? Hat's geschmeckt? Ja, schmeckt immer noch. Das ist der Badekinder. So, jetzt kannst du mir mein Geld wieder geben, dann kann ich es aufheben. Was denn für ein Geld? Ja, die 2000 Marken. Die ich in der Lotterie gewonnen hab. Du mach fein keine Geschichten außer mit dem Geld, ja? Geh weiter. Schoschi, da müsste ich leider deine Verwandtschaft aufklären,
dass das mit ihrer Lotterie ein Schwindel war und überhaupt. Mach keine Geschichten. Okay. Schau, du, das Gescheiteste war wirklich, ich behalte das Geld. Du tust halt den alten Spätzle gutes Werk. Mein Dachel braucht wirklich neue Decke. Das kann schon sein. Aber denk gut nach, ob's das lohnt, dein Dachel. Wie meinst du das? Also, ich box. Vierte. Ich geh. Ich mein, bevor du das wieder anders überlegst. Hm? Vierte. Das liebe Geld. Scheiß Geld. Oh, mein Zwicker, der deppert's doch, ist ja mehr wie dein bester Freund. Und mich wundert's, dass ich noch lach, nach einer solchen Schmach. Was zirkt so saudamisch in mein Herz? Das ist ein nie gespürter Schmerz, wenn man sein Spätzl verliert. Wer weiß, was mir noch alles bliert. Was ist? Wann wird es der Hof noch versteigert? Es ist noch kein Termin angesetzt. Aha. Spekulierst du partout drauf? Ja, kannst schon sehen. Siehst du, Bimslechner, du hast da allweil geredet. Du bist mein bester Freund. Ja, das sehe ich schon. Naja, und da meine ich halt, in der Not muss sich der Freund bewähren. Wie meinst du das? Naja, ich stell mir halt vor, dass man aushilft, wenn der Freund in die Not kommt. So. Geld hast du auch genug, dass du einen wieder auf Fürst bringen kannst. Ich appelliere an deine Freundschaft, die du aber im Maul gehabt hast, wie ich noch reich gewesen bin. Freundschaft, ich komme ja nichts mehr erinnern. So. Verlass dir auf einmal das Gedächtnis, seit ich kein Geld mehr hab. Warum hast du denn alles verspekuliert? Du, ich kann mich noch nur besinnen, dass mein Dirndl und dein Bub heiraten hätten sollen. Aus Liebe, wie du weg gesagt hast. Naja, ich hab dem Dirndl jetzt eine Abfindung gezahlt, weil der Bub nicht heiratet. Und damit ist der Verspruch aus der Weg geschafft, ne? Du, was hast du? Du hast beim Dirndl eine Abfindung gezahlt. Ja, das glaubst du. 4000 Mark war mir der Schwindel wert. Ja, und damit meinst du, ist alles erledigt? Der Dirndl war mit einverstanden und euch bin ich nichts mehr schuldig. Mein Dirndl ist kein solches Frauenzimmer, bei dem man Gemeinheiten mit Geld gut macht. Das merkst du Hami, du ganz ausgeschanter. Ja, was erlaubst du dir denn? Du Hungerleider! Wer Hungerleider, ha? Was Hungerleider? Ich leicht. Die kaufe ich mit meinem Geld noch 10-mal zusammen. Du Baze, du Windiger. Mit was für dem, ha? Mit dem vielleicht? Was habt ihr denn jetzt zwei? Der Furtwinkel möchte mir mit seinem Geld imponieren, das er mal gehabt hat. Vielleicht habe ich bald mal wieder mehr Geld wie du. Ja, da muss aber schon ein Wunder geschehen, gell? Und bis dahin sind wir zwar fertig miteinander. Sepp, du bist ein anständiger Mensch.
Bei dir ist der Apfel mal ausnahmsweise weit vom Stamm gefallen. Sag mal, warst du einverstanden, dass dein Vater dich von der Moni losgekauft hat? Mein Furtwängler, der Vater will es halt nicht leiden, weil es so gar nichts hat. Und dein Lieb? Wenn jetzt bloß ein bisschen was gehabt hätte, nicht Vater, dann hättest du nicht nein gesagt, gell? Ja, das stimmt. Aber die Geschichte ist ein für alle Mal erledigt, gell? Außerdem kriegt er mein Bub noch eine, die nicht mit leeren Händen kommt, ne? Freilich, ich hab sogar schon eine, die was mitbringt. Was du jetzt sagst. Wie viel? Ja, so 3.000, 4.000 Mark werden schon sein. Und er tut's auch einmal. Sogar recht viel auch noch. Und ein liebes Mädel ist. Und brav. Und ein Geschau hat. Das ihm ganz wach wird ums Herz. Ja, mei? Du hast ja aber Schneedrest. Und gern haben. Du ist ganz, ganz narrisch. Und das ist doch die Hauptsache, nicht Vater? Du selber hast doch allweil gesagt, ich soll nur aus Liebe ein Mädel zum Weib nehmen. Anders ist's nicht gut. Ja, das sag ich noch. Liebe gehört so in der Ehe, sonst ist nichts, ne? Und bringst das mit, das Geld gleich? Das ist ganz sicher, da feit sie nix. Bar in der Hand. Ja, na? Ja, da hab ich nichts dagegen. Du bringst doch einmal vorbei, dass man so schauen kann. Vater, ich hab sogar schon mitgebracht. Sie wart draußen. Ja, dann rein damit. Macht seine Heiratsgeschichten woanders aus und nicht bei mir. Wir sind ja gleich fertig, Furtwängler. Kann doch meine Braut am Vater nicht auf der Straße draußen suchen. Schaut, Vater, das ist. Was bedeutet denn das? Moni. Naja, die Moni bringt 4.000 Mark mit in die Ehe. Jetzt kannst du nichts mehr dagegen haben. Nein. Nein, so haben wir nicht gewickt, gell? Du hast mir versprochen, dass du auf ihn verzichtest. Ja, das stimmt. Aber der Sepp hat nicht verzichtet. Er ist zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob ich jetzt ein Weib werden möchte. Jetzt, wo ich ein bisschen Geld hab. Ja, und dann habe ich ja gesagt. Warum hätte ich ihm mal einen Korb geben sollen? Ja, aber das geht doch nicht. Was geht nicht? Der alte Verspruch ist aufgekommen. Und dass ich damit einverstanden bin, dafür hast du mir 4.000 Mark geben. Aber dass der Sepp wiederkommt und um mich freut, jetzt wo er Geld hat, ist doch eine ganz neue Situation. Und hat mit der alten Geschichte gar nichts zum tun. Die ist Geschichte recht. Vergiss nicht, Vater, was du gesagt hast. Ein jedes Mädel ist dir recht, die was mitbringt. Und das Monal bringt 4.000 Mark mit. Und die Grimpfig hab ich die 4.000 Mark auch noch selber gegeben. Na, was ist jetzt, Vater? Stehst du jetzt zu deinem Wort? Du hast doch gesagt, dass sie ja noch was erbt. Was soll denn die Moni erben? Sie hat noch einen Verwandten, der viel Geld hat. Hast wieder gelauscht. Ja? Also, da weiß ja gar nichts davon. Ja, du wirst noch mehr nicht wissen. Also, was ist jetzt, Bimslechner? Oder wärst wieder wortbrüchig? Also gut, von mir aus. Aber die 4.000 Mark werden dem Heiratsgut angerechnet, gell? Ist ein Wort. Auf geht's, Monal, jetzt wer geheiratet. Auseinander, sage ich. Jetzt geb ich meine Einwilligung nimmer. Aber Vater, Ja, aber das... Also, schorsch. Auseinander. Das Madel von einem Hungerleiter steht nicht an für so eine vornehme Familie, wie es die Bimslechterischen sind. Und dem gibst du die 4.000 Mark zurück. ist das dein Ernst, Vater? Ja, wenn wir Furtwängler auch kein Geld mehr haben. Unseren Stolz haben wir noch. Gott sei Dank. Aber Vater... Nix, aber das Geld gibst dem da zurück. Her damit! Ich tu, was der Vater schafft. Er wird schon wissen, was er sagt. Da. So, jetzt habe ich mein Geld wieder und die bin ich los. 1.000, 2.000, 3.000, 100, 200. Das haben wir ja sauber aufgesessen. Aber das ist dein Vater schuld. Aber jetzt schieb nicht alles auf meinen Vater. Ja, auf den meinigen kann ich's doch nicht schier, wie der ja gesagt hat. Red nicht schlecht über meinen Vater, das mag ich nicht. Nein. Aber wenn das wirklich wahr ist, dass der sein Geld gar nicht verloren hat, sondern uns alle bloß tratzt, dann weiß ich vielleicht nicht mehr, was ich sagen soll. Nicht so laut, Sepp.
Der Vater darf doch nicht wissen, dass wir's wissen. Also das geht über meinen Verstand. Grüß euch. Grüß Ja, Gott. grüß euch. Grüß euch. Und, was habt ihr in der Stadt erfahren? Wo ist denn der Vater? Oben. Also, unser Vater hat sein ganzes Geld noch. Ja, das ist nicht schlecht. Und eigentlich lasst er fast verhungern. Setzt euch. Also, was habt ihr genau erfahren? Also, ich und die Burgel haben den Kassier von der Bauernbank aufgesucht. Da weißt du, der ist kürzlich Ja, da ja, gewesen. ja, ja, ja. Und haben ihm vorgegeben, dass unser Vater sein ganzes Geld verloren hat. Und dann? Als Lacher hat er angefangen. Und nachher hat er gesagt, ich wünschte, ich hätte so viel Geld auf der Bank wie euer Vater. Er hat bloß so da, als ob er sein Geld verloren hat, um uns zum zeigen, dass es ohne Geld nicht geht. Und er hat recht gehabt. Wie lange soll das Gespür aber noch weitergehen? Wie lange wollen das noch weiter treiben? Da muss was geschehen. Uns zwei lasst er auch nicht heiraten. Einen Streich müssen wir ihm spielen, so wie er uns angespielt hat. So wie er uns gesagt hat, dass ohne Geld nichts ist auf der Welt, so müssen wir ihm jetzt sagen, dass es im Leben auch Sachen gibt, wo das Geld auch nichts hilft. Genau. Ihr müsst alle vier sterben. Aber Mama! Ja, ich danke schön, da warte ich vielleicht schon noch ein bisschen. Begreift's denn das nicht? Der Vater wird sich die Haare ausreißen über euren Tod. Nix nutzt ihm das schöne Geld. Er kann die und die Mode nicht mehr lebendig machen und wenn er 1 Million gelegen hat. Ja, weißt schon, Mama, aber... Hör ich zu, ich bin ja noch nicht fertig. Der Buchwieser wird sagen, das war alles nicht passiert, wenn sie Geld gehabt hätten. Der wird nicht mehr übers Geld schimpfen. Das freilich nicht, aber... Und dein Vater Sepp, den wird das Gewissen beißen, weil er euch zwei wegen dem Geld nicht heiraten hat lassen. So hat er jeder sein Teil. Okay, Mama, da haben wir doch nichts mehr davon, wenn wir gestorben sind. Mann, was nutzt mir das, wenn mein Vater das Gewissen beißt, wenn ich tot bin? Also Mama, auf den Einfall brauchst du wirklich nichts einbeuten. Ihr sollt doch auch nicht wirklich sterben. Sag einmal, habt denn ihr noch nie was vom Romeo und seiner Julia gehört? Na, was ist denn das für ein Heiliger? Du, mein Bub, das ist kein Heiliger nicht. Ganz im Gegenteil. Der war ganz narrisch in seine Julia verliebt. Also, derselbige Romeo und seine Julia. Ja, also die zwei, die haben nicht zusammenkommen können, weil die beiderseitigen Familien, die Anquilotti und die Comaccio einander nicht schmecken haben können. Um jetzt die halsstarrigen Angehörigen wieder umzustimmen, haben die zwei nur zum Schein ein Gift genommen, weil sie gemeint haben, dass über ihrem angeblichen Tod und über ihre Leichen sich die Anquilotti und die Comaccio wieder aussöhnen hatten. Dann waren die zwei aufgestanden und hätten sich als Verlobte empfohlen. Ja, und dann? Ja, dann ist allerdings was dazwischen gekommen. Die zwei, die haben ein echtes Gift erwischt und so ist die Geschichte traurig ausgegangen. Was du alles weißt. Mei, musst halt weniger ins Wirtshaus gehen und dafür mehr lesen. Ja, wir sollen das jetzt genauso machen. Na, den traurigen Schluss, den brauchen wir nicht. Bei uns geht die Geschichte schon gut aus. Also jetzt passt auf. Ihr nehmt jetzt nur zum Schein ein Gift. Wenn euch jetzt eure Väter so als ein toter Darling sehen, dann werdet ihr das bitter bereuen, dass sie euch so schlecht behandelt haben. Aber wenn es soweit ist, stehen wir wieder auf. Ja, freilich. Aber der ausgestandene Schreck, der wird dir die Zeitlebens eine große Lehre sein. Das machen wir. Das gibt eine Mordsgaudi. Also, ich schau jetzt, dass der Vater für eine halbe Stunde aus dem Haus kommt. In der Zwischenzeit macht euch ihr zum Stern parat, gell? Da bin ich voll neugierig, wie er als ein Toter ausschaut. Hier, du besorgst dir Giftflaschen. Was denn für eine, wie groß? Ja, Oni, für 4 Personen halt. 4 Personen. Die machen die Oni, bringen du bringst ein Papier und hinten. Dass du jetzt auf unserer Seite bist. Sonst hilfst du immer zum Vater. Das tue ich jetzt auch noch. Bei Recht hat er ja. Aber er hat mich geärgert. Er hätte mich zumindest ins Bild setzen müssen. Das zahle ich ihm jetzt zurück. So, jetzt riecht ihr was her, damit euer Gesicht ein bisschen blass schminken könnt. Ein Mai oder so. Ah, ja. Komm, Burgel, komm. Ist recht. Ja, was soll denn ich tun? Ja, du Sepp, du gehst jetzt heim zu deinem Vater und sagst, er soll in einer halben Stunde rüberkommen. Der Furtwängler hat ganz was Wichtiges mit ihm zum Reden. Ja, gut, ist recht, mach ich. Ich werde ihm gleich sagen, er soll seinen schwarzen Anzug anziehen. Oh, freilich, sei so gut. Da ist er gleich was gespannt. Das muss schon echt ausschauen. Das Gruseln müssen die kriegen. Aha.
So hat das schon ein Gesicht. Gift. So. Wenn einer jetzt nicht anders wird unterm Brustfleck, dann ist einer nicht mehr zum Helfer. Was fahrst denn so auseinander? Hast leicht was zum Verbergen. Ich hab mir bloß was aufgeschrieben. So. Und was das Verbergen angeht, da darf ich an deiner Stelle ganz stark sein. Ja, dann möchte ich den Rest auch noch wissen, wenn es gar so spaßig redst. Ja. Den Rest, den erst dann schon noch inner werden. Da, im blauen Ochsen da hast du frisch angestochen. Lass mir mal Ruhe, ich hab keinen Durst. Ein Bierl ist das, ein Bierl. Lass mir mal Ruhe mit deinem Bier. Du, Was willst da. Da hast du die 2000 Merkel wieder. Das tut mir leid, was ich da gemacht hab, und das war nicht richtig. Ich hab mir gedacht, du musst deinen Dachel decken. Ja, das schon, aber nicht auf die Art. Ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, aber du hast bei mir was zugesteckt, du warst bei mir immer ein guter Freund, und obwohl du der reiche Fortwickler bist, hast du nie was ankennen lassen. Es tut mir leid, was ich da gemacht habe, und ich bitte, nimm's. Eigentlich müsste das jetzt auch nicht schmieren. Aber vergeben gehört auch zur Freundschaft. Brauchst keine Angst nicht haben. Freund lassen sie nicht im Regen stehen. Der Dachdecker ist mir sowieso noch was schuldig, der Dachel wird schon deckt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Na, halt's das Mai. Vater, du, der Dings, der Buchwieser hat umgeschickt. Sei Kuh ist krank. Du sollst rüberkommen zu ihm, geschwind. So. Ja, dann muss ich geschwind umschauen, was los ist. Hoffentlich feit nicht so weit. Du, was am gescheitesten, wenn ich mitgetan. Veterinärmäßig kenne ich mich recht gut aus. Ja, von mir aus. Ist nur zum Desinfizieren. Ja, sollte dann vielleicht drum? Nein, lieber nicht. Vierte. Vierzeit. Gott sei Dank hast du das weitergebracht, die zwei. Du hast schon gehört, da ist die Flaschen, ist die recht. Ja, das ist recht. Kirschwasser, ja. Das war das richtige Gift. So, jetzt braucht man noch einen Papp. Ich hab keinen. Ja, gut. Da am Fliegenbandel, da ist Gurlein dran. So, pass auf. So, jetzt. Na? Was sagst du jetzt da dazu? Also Mutti, ich glaub, das Verrecktsein, das hab ich von dir. Moni, Burgel! Brauchst keine Angst am Burgel. Mutter macht schon alles, dass es richtig wird, gell? Ah, verlass dein nur auf mich. Also der Vater hat gesagt, der kommt gleich rüber. Gut, dann gehen wir so. Halt, zuerst noch den Abschiedsbrief. Sitz dich hier und schreib. Komm, hier ist das Gesicht weiß machen. So. Was soll ich nachher da schreiben? Geliebte Eltern. Jetzt schreibt der Geliebte ohne H. Das ist ja richtig. Also, meiner Lebtag schreibt man das mit dem H. Jetzt macht's halt einmal weiter, sonst kommt der Vater heim und wir sind noch nicht da. Jetzt schreibt. Wir scheiden gemeinsam aus dem Leben
Jetzt lassen wir ihn schreiben. Aber er muss doch auch weiß werden. Aus dem Leben, weil es heute nicht ist. Weil ihr Ihr so hartherzig, achtkerzig, mein Gott, achtkerzig, hartherzig mit und, erst auf, mit uns seid. Uns seid. Seid. So, jetzt alle Namen drunter. Sepp, Moni? Moni, Hirs, Burge, So. Teres. Mein Gott, mit dem hast du noch viel Arbeit. Ich stirb doch nicht mit. Mir weiß es schon irgendwo. So. Die Flaschen mit dem Gift, die stellen wir jetzt daher. Den Zettel daneben. So, jetzt pass auf. Jetzt legt ihr hier alle vier am Boden hin. Wohin? Am Boden hin, immer schön paarweise. Eng umschlungen. Ja, auf dem Boden, geht's so. Kann die nicht im Sitzen stehen? Jetzt auch. Ja, Sepp, komm du auch. so, Geh zu, ja. leg dich hin. So, jetzt. Genau, da ist gut. Bisschen zurück. So, jetzt. Leg dich her. So, komm. Geh zu. Doch nicht so, andersrum. Jetzt, eng umschlungen, gell? Das ist ganz schön hart auf dem Boden. Mama, bring uns ein Kissen. Freilich, so macht nichts mehr. Wenn sich jemand vergift, legt er sich auch nicht zuerst ein Kissen unter den Kopf. Nein. Die Geschichte muss schon echt ausschauen, gell? So, jetzt holt euch statt Augen zu und nimmer rühren. Sepp, mach halt kein so ein lustiges Gesicht als der Toda. Ich freu mich heute Auf was jetzt schon auf wieder? die Auferstehung. Also hört's auf. Hier lasst die Burgel stehen, glaubst das? Nein. Der Burg kann nicht einmal als ein Todesbussieren sein lassen. Mei, wir sind jetzt schon im Himmel. Ja. Teufel, nein, noch einmal, wer hat mich das doch nicht gemacht? Halt, jetzt kommt der Vater. Ich glaube, es ist gescheiter, wenn ich erst später erscheine. So, also, halt Start. So ist gut, ja. Also sowas heißt, möchte ich aber doch wissen, wer mich zu dir rübergeschickt hat. Ja, ich schon. Was ist denn da los, hä? Was ist denn das? Wirklich was? Jesus, Maria und Josef. Ja, da schau ich hin. Gift. Was? Da. Das. Was hat denn das zum Bedeuten, du? Ja, die werden doch nicht. Da schau, da steht, sie haben sie umgebracht wegen uns. Also, eine solche Dummheit. Eine solche Dummheit. Also, das ist so eine Dummheit. Mein Bub. So, da bin ich. Was gibt's? Da. Schau, das Unglück. Das Unglück. Gottes Christi Himmel willen. Vergift haben sie sie. Alle vier. Vergift. Ach, so eine Dummheit. Weil wir so hartherzig sind. Da steht's. So eine Dummheit. Ich weiß nicht, was ich sagen. Nein, das hab ich doch alles nicht. Gemeinsam aus dem Leben. Aber du hast nicht. Weil wir so hartherzig. So eine Dummheit, das ist doch ja nicht Dummheit. Ja, was ist denn? Kirschwasser. Du, und die Stopfen ist auch noch drin. Oh! Nein, hey. Ja? Mein einziger Bub. Ja, so ist es. Zu hartherzig waren wir. Ja, von mir aus hätte die Moni ruhig heiraten können, aber du warst dagegen, ne? Ja, jetzt nicht dein ganzes Geld verspekuliert. Also jetzt war ich wieder an allem schuld, ha? Was ist denn geschehen? Bresel, ein Unglück ist geschehen, fast dich. Oh Gottes Himmels Willen! Blärt schon. Wie hat denn das Entsetzliche passieren können? Vergift haben sie sich, weil wir so hartherzig sind. Hat sie es jetzt glücklich in Tod drin? Nein, ich nicht. Mach dich du nicht schöner, als wär's Bispimslechner, gell?
Du hast ja doch nie genug Geld gehabt. Du warst doch Zeit deines Lebens, warst du eine Ruhe, du hast immer bloß auf dein Geld geschaut. Aber deswegen hätte mich doch der Himmel nicht so strafen müssen, ne? Der Himmel tut, was er mag. Ja, der Himmel. Und du? Wieso? Ich kann nix dafür, gewiss nicht. Okay, sei doch du Staat. Das Geld hast du immer veracht. Hast immer so da, als ob das Geld für nichts gut war. Arm haben sein müssen. Der Hirs und die Burgen das heiraten haben dürfen. Hungerlein haben's müssen. Siehst du es jetzt was für ein Depp, das du warst, ha? Ja, ohne Geld ist auch nichts auf der Welt, was sprechen kann. So, und jetzt komme ich zum Hauptsünder. Ja, du meinst also mich? Hm? Schaust doch, ob ich's, Darling. Ja. Kannst du es jetzt mit deinem vielen Geld wieder lebendig machen? Na, wer weiß? Red nicht so sündhaft daher. Alle vier sind jetzt im Jenseits. Und wenn's der Million hier legst, sie kämen nimmer zurück. Das käme erst drauf an. Hä? Und jetzt, wo ich reden. Es hätte sich ja gar nicht nötig gehabt, meine lieben, armen, toten Hascherl von dem Gift, da was euch eure Mutter hergekriegt hat, zu trinken. Das war doch deine Idee, gell, Mama? Ja. Ich habe euch ja bloß zum Narren halten wollen, euch bloß beweisen wollen, dass Geld da im Leben wichtig ist, aber nicht Hauptsache, gell? Ja, recht hat er, ich seh's jetzt ein. Ich habe mein Geld gar nicht verloren. Was? Nicht verloren? Na? Und wenn's jetzt noch am Leben was, meine armen, lieben, toten Hascherl, dann kriegt ja jeder so viel von euch, dass gar nicht mehr dran denken, dass ein Gift zu nehmen. Aber leider. Ach, wieso, leider? Was denn? Was Siehst du das? Wie sie was vom Geld gehört haben, sind sie lebendig geworden. Merkst du jetzt, was Geld alles kann? Hä? Ja, hast denn du das gewusst? Ja. Und wenn's euch nur einmal vergiften sollt, dann müsst ihr erst aus der Flasche mit dem Stopselzirkel einen Stopsel rausziehen. Denn aus einer Flasche, die so fest zugestopselt ist, hätt's ja gar kein Gift trinken können. Da meine ich, haben wir uns selber blamiert. Ja. Was heißt jetzt da schon blamiert? Nein. Blamiert haben sie da ganz andere. Ich mag jetzt da bloß keine Namen nicht nennen, gell? Aber das muss doch heißen, dass euch das Spiel mit dem Romeo und der Julia Nermitz besser inszenieren können als wir ich. Nein! Aber das mit den Flaschen, das hat nicht ganz gestimmt. Ja, Meiser, kleinere Skifälle kann schon mal passieren. Ja!